Guten Morgen und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge mit einem ganz speziellen Gast. Stell dich doch mal kurz vor. Hallo. Hab ich's richtig? Du hast es richtig. Okay. Es ist so lustig, wir sind ja in Berlin und ich werde die ganze Zeit eigentlich einfach nur auf Hochdeutsch in einer Synchronstimme. Oh mein Gott, wo ist die Nadine? Jetzt musst du eigentlich genauso dich in dieser Synchronsprecherstimme einfach schnell vorstellen, wer du bist. Oh mein Gott, nein, das wird so cringe. Du schaffst das. Okay, hallo miteinander. Nein, das Problem ist bei meinem Namen, das heisst, es tönt einfach scheiße auf Hochdeutsch. Stimmt, wie sagt man den Namen auf Hochdeutsch? Keine Ahnung, also ich bin Sarai und es ist so Sarai. Nein, das kannst du nicht. Sarai! Ich bin hier mit der lieben Sarai. Oh mein Gott. Du kannst das Mikrofon schon ein bisschen aufheben. Also? Du kannst auch schon mal schmuren, ja. Wäre das hart dran. Ja. Aber das ist im Fall mega lustig, wo am ersten Schultag haben wir uns ja alle so vorgestellt. Ja. So. Aber wir studieren übrigens zusammen Cast, für die es nicht wissen. Ja. Wir sind ja gerade auf einer Reise in Berlin. Und jetzt ist der letzte Tag, morgen verreisen wir. Dann verreisen wir wieder heim. Und, Ich brauche jetzt erst mal eine Pause von dir. genau, ich brauche wirklich vor allem Menschen Pause. Wirklich. Nein, aber was ich will sagen? Viel zu ernst gewesen. Aber es ein bisschen ehrlich ist es aber auch. Ja, ich brauche einfach schnell meine Ruhe von allen. Same. Ich glaube, das ist immer so, wenn man so eine Woche aufeinander hockt, dann braucht man einfach mal schnell eine Pause, ein paar Ja, Tage. ja. Aber am Montag sehen wir uns dann schon wieder. Ich schwöre, ich habe echt gar keinen Bock. Ich muss jetzt eine Woche Pause anfangen und dann Wir ist alle wieder okay. so Wochenferien. Ja, nein, es war mega cool gewesen, aber es ist so, wenn du die ganze Zeit 24/7 aufeinander chillst. Und wir haben halt nicht mehr so viel Programm, aber also du bist nur schon zu viert im Zimmer, du machst alles so, du fühlst dich eigentlich nur schon schlecht, wenn du mal etwas alleine machst oder alleine irgendwo chillst. Hey, ich bin in diesen ganzen Ferien, also Studienreise, ich bin so eine halbe Stunde allein Tram gefahren, Ja. weil ich so früher heimgegangen bin. Das waren so die schönsten 30 Minuten von meinem Leben. Weil, nein, ich war einfach so am Hocken und am Chillen und habe gedacht, wow. Ja, aber von mir, ich bin gestern, es haben alle irgendwie noch etwas gemacht, sind shoppen, weiss doch nicht. Ich bin wirklich so kaputt gewesen. Ich bin einfach alleine heimgegangen und bin da einfach irgendwie so ich habe Türkisch für Anfänger angefangen zu schauen. Nein, wirklich? Ja, nein, Mega gut. Ja, die habe ich schon durchgesucht. Wirklich? Ja. Ja, nein, ich muss noch. Ich bin wirklich absolut, was so Serien geht, nie nicht. Ich bin froh, dass ich mal Pretty Little Liars nachgeholt habe. Ich habe dir auch erzählt, ich habe, glaube ich, im 2020 erst angefangen, Germany's Next Topmodel zu schauen. Ja, und ich bin jetzt wieder nicht mehr am Schauen. Ja. Aber Aber ja. Nein, was ich vorher wollte sagen, beim ersten Schultag, dort, wo wir uns vorgestellt haben, hast du ja deinen Namen gesagt. Und ich weiss einfach noch, ich habe wirklich die ganze Zeit ich es nicht aussprechen. Und du bist immer so gewesen, nein, Sarai. Und ich so, Sarai? nein. Sarai? Sahara? Nein, ich habe wirklich alles gesagt, ich habe es gar nicht auf die Reihe gebracht. Nein, ich höre immer alles Mögliche. Aber Ja. es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Also für alle die, es ist einfach wie Sarah und dann eigentlich noch ein bisschen spezieller, also einfach Sarai. Also Sarai. Ja. Und man schreibt es halt mit so einem Akzent, also so gegen vorne. Und es kommt vom Spanischen, also eigentlich, ja, also Hebräisch, aber ich komme halt vom Spanischen in dem Sinn. Und dort tut man es noch betonen. Aber niemand betont das hier in der Schweiz. Ah ja, wie sagt man es auf Spanisch? Also eigentlich sagst du Sarai. Sarai. Sarai, weil eben ich... Ja. Ja, stimmt, ja, okay. Aber eben, ich bin einfach froh, wenn sie es irgendwie können aussprechen können. Ja. Nicht Sahara oder Sarai. Ja. Aber hast du mal so einen Übernamen gehabt? So Sarah zum Beispiel? Nein, also ganz so... Von dort, wo ich komme, haben sie mir aber so Saru gesagt. Aber Saru? ja, eigentlich mega schlimm. Also von Solothurn? Ja. Ja, so ein bisschen ländlich aufgewachsen. Und dort haben wir uns so komische Spitznamen gegeben, so in der Primarschule. Ja. Aber eigentlich ist es noch schwierig, mir einen Spitznamen zu geben, Ja. finde ich. Ja, Was ist bei eben. dir? Ja, einfach Nati. Ah, ja, Für dich heisst ich einfach nur Nati. Ja. Das ist eigentlich mein richtiger Name. ja, sicher, aber ich sage dir wirklich nur Nati. Aber es ist ja komisch, eben, sobald mir irgendjemand so Nathalie sagt, bin ich gerade so ein bisschen offended, weil ich so das Gefühl habe, oh mein Gott, was habe ich jetzt gemacht? Ja. Weißt du, was ich meine? Es ist auch so, Und deine Eltern, sagen sie dir? Die sagen mir schon, die haben einfach weirde Spitznamen. Haben deine Eltern auch weirde Spitznamen? Das Oh ist mein das so ein Ding, oder? Sag mal einen. Nein, ich weiss nicht, ob ich das droppen kann. Ich werd da komplett... So, Nina, letzte Woche hat schon gedroppt, dass ich mal Nati Swag geheissen habe. Also das ist schon wirklich ein tiefes Niveau, wenn meine Eltern mich nennen. Kannst du es toppen?
Also, Gibt es ein Battle jetzt? sie nennen das Swag. Nein! Nein. So habe ich früher auf Insta geheißen. Aber okay. Ah. Hast du mehrere? Gibt es ein Battle? Also, Aber sind es spanische Wörter bei dir, oder? gemischt. Okay, also ich fange an. Meine Mom. Okay, wir fangen Der jetzt. erste. Der erste, Museli. Jö, bei mir wäre es so Vögeli. Das ist auch herzig. Ja. Okay, der nächste ist. Jetzt wird es einfach gottlos. Schnudderfee. Okay, nein, bei mir ist es nicht so schlimm. Ich will nicht wissen, wieso, aber gut. Cute. Bei mir ist es Strubu. Ich weiß nicht, für die es nicht verstehen. Es ist einfach, ich habe Locken und wenn ich aufstehe, ich sehe aus wie eine Bäse. Also, Wie eine Base. meine Haare, darum immer so der Strubu. Und dann bin ich aber so im Laden. Das ist Trubelpeter. Ja, Du siehst ein bisschen aus wie also das Mikrofon. Ich schwöre. Dann bin ich abends so im Laden und sie sagt mir das heute abends noch. Und dann schreit sie einfach so, Strobo! Und ich denke so, nein. Ich kenne die Frau nicht. Aber meine Mom nennt mich aktuell, also es ist Zwetschge, hat sie mich am Anfang genannt. Jetzt heisst ich Zwetschgi. Zwetschgi. Und sie schreit das auch, also wirklich einfach so random oder irgendwo so unangenehm. So cute, Zwetschgi! aber, jö, aber das ist mega herzig. Ja. Und meine Eltern sagen mir einfach, ich habe noch eine Schwester und sie sagen uns so Chamacas. Und es ist so ein bisschen, ja, unsere Mädchen so. Oder Chama. Chayas. Ja, es Ist das klingt Spanisch überhaupt? Nein. Ich kann kein Spanisch. Was ist denn Chaya? Ist das Spanisch? Chayas. Ja. Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber es ist, Was ist es dann? Was also es ist nicht so, ist es? so meine Bitches oder so. Ja, aber ich habe gemeint, das ist so blonde Chaya, illegaler Rave. Kannst du das nicht so sagen? Ist ja gleich gut. Aber ich glaube, es ist nicht so positiv. Aha. Aber So es, meine Frauen, oder nicht? So, ja, ja, dann meine die- Chicks, so ein bisschen, Meine oder? Chicks. Ja. Also doch nicht Chayas, okay. Ja, okay, wenn du so in diesem Kontext tust, dann Chamacas. Aber nicht so Ja. halt meine keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Okay. Es gibt einfach so gewisse Wörter, die man nicht auf Deutsch kann übersetzen. Ja. So, das geht nicht. Oh. Nein, es ist mir gerade einer eingefallen. Meine Mama hat mich noch Fadenhex hat sie mir Nein, genannt. aber was hast du gemacht? Ich weiss auch nicht. Deine Haare so lang, oder? Nein, ich weiss nicht. Also mein Bruder hat noch viel gottlos. Ich bin so ein Stinker und ich weiss auch nicht. Es war so schlimm gewesen. Vaterhex. Ja. Aber Schnudderfee finde ich schon hart. Schnudderfee ist auch gottlos, wirklich. So Peace cool. out an meine Mom. Ja. Ja. Nein, aber es ist eigentlich noch geil, so ein bisschen zweisprachig. Oder du hast ja... Oder was würdest du als deine Muttersprache betiteln? Ah ja, Deutsch. Ah, schon Deutsch? Ja, meine Mutter ist ja Schweizerin, Italienerin, halb, aber eigentlich Deutsch. Also, aber Vaterseite ist dann Mexiko, also Spanisch. Ist einfach, ich sage immer so, weil wird dann das noch viel gefragt, was redet man denn dort, Mexikanisch? Und dann bin ich so, ja, wir reden halt Spanisch, aber es hat einfach einen anderen Dialekt als jetzt das von Europa. Ja. Sage ich immer so, ja, das hier von Europa, in Spanien zum Beispiel, die haben zum Beispiel noch eine «vous», also noch eine Person mehr. Ah. Also wie «vous» im Französischen haben sie «vosotros» und im Spanischen hast du das Also eben nicht. wir. Die Höflichkeitsform. «vous», ihr. Ja, hast du im Spanischen wie nicht. Dort hast du einfach ausgedacht. Und das hat... Aber schau, also Ja. wir Mehrzahl oder... ihr Mehrzahl oder ihr so Höflichkeitsform? Ja, ich Höflichkeitsform. einfach nicht. Ist das also die Höflichkeitsform? Also Okay. «vous» oder Ich bin gerade verwirrt. «vosotros», das gibt es einfach im Spanischen bei uns wie nicht. Ja. Also wie Lustig. meinst du, bist du wie? Also wenn man ihr, also Mehrzahl, ihr dort hin, das gibt es wie nicht. Ja, sie. Eben ja. Wo? Warte mal schnell, was ist denn ihr? Benutzen wir das im Deutschen überhaupt? Ihr, ja. Ihr, ja, ihr, also du sprichst direkt an. Digga, ich bin Aber ich meine im Französischen. ja, Also ja. Französisch. Ja. Dort hat man ja «vous». Ja. Voulez-vous. Wohle ja, sicher, ja. Und das hast du halt dort einfach nicht. Aber wie machst du denn das? Ustedes, sie. So Mehrzahl. Also du hast eigentlich, wenn ich jetzt da eine Gruppe vor mir habe, du chillst noch mit noch ein paar anderen Chayas da und dann sage ich so, wenn ihr ein Gipfeli, dann sage ich so, wenn sie ein Gipfeli. Ja, dann hast du wieder... Dann ist die Mehrzahl «quieren».
Also, ja, ist schon schwierig zu erklären. Alter, Ja. ich will auf jeden Fall kein Spanisch lernen, das ist sehr kompliziert. Nein, ist mega einfach. Das macht es so einfacher. Also, wenn du Ja. Spanisch willst lernen, dann musst du halt das Ja. von denen lernen und nicht das von Europa. Ja, fair, okay. Dann hast du eine Person weniger. Ja. Das ist wie so, das musst du nicht auswendig lernen. Das kannst du nicht ableiten. Wie im Französischen. Das musst du einfach wissen. Aber kannst du in dem Fall das Spanisch von Mexiko? Ja. Das, also fließend auch so? Also fließend nicht, weil also ich bin dort geboren und dann bin ich aber mit, glaube 8 Monaten, weil meine Eltern irgendwie zweimal auswandern. Meine Schwester ist zum Beispiel hier geboren, in Luzern, aber dann sind Deine Schwester ist älter, das muss man genau, vielleicht noch sie ist sagen. 4 Jahre älter und meine Eltern eigentlich wollen eben auswandern und sie aber dann wieder zurückgekommen und dann bin ich eigentlich dort auf die Welt gekommen und bin dann als Baby eigentlich dann in der Schweiz ja, Ja. aufgewachsen. Wegen dem rede ich auch, also eben ist mein Mutterland und gleichzeitig mein Vaterland ist halt, dort sind meine Wurzeln, ich bin dort auch auf die Welt gekommen. Ja. Das ist so ein bisschen, ich weiss nicht, als ich dann in den Kindergarten gekommen bin, habe ich einfach mich ein bisschen weigern, Spanisch zu reden, weil alle um mich herum wie Deutsch geredet haben. Und irgendetwas hat das in mir ausgelöst. Also hast du die Heime mit deinen Eltern eigentlich Spanisch geredet oder eigentlich mit deinem Dad? Ja, mit meinem Vater. Also meine ersten Wörter und Sätze waren eigentlich auch Spanisch gewesen. Ja. Und ich weiss eigentlich bis heute nicht ganz, wieso ich das dann so ein bisschen verloren habe, weil ich rede immer noch mit meinem Vater ein bisschen Spanisch, aber ich habe es wirklich so ein bisschen, so ein bisschen ablehnen. Und eigentlich erst jetzt, seit ein paar, 3 Jahren, gehe ich wirklich regelmässig über. Weil ich habe Grosseltern und alles denen, also wirklich grosse Familie und tue mich jetzt wirklich mega mit dem befassen. Ja. Und es ist so schön. Es ist so ein Teil, der gefällt hat, einfach. Den ich hier nicht habe. Ja. Ja. Weil meine Schwester kann es zum Beispiel fließend. Ah, dann hast du sowieso den Vergleich, so eigentlich könntest du das auch Ja, theoretisch ja, so. also ich kann es wie auch, aber es war Also, mega ja. in mir innen am Schlummern gewesen, sagen wir es so. Aber es ist wahrscheinlich auf jeden Fall einfacher, das jetzt wieder so zu lernen, als wie jemand, Ja. der halt das noch nie gehabt hat oder gehört hat. So. Mega, also es ist mega vertraut und ich konnte es Ja. mega schnell können wieder aufholen. Aber Ja. keine Ahnung, wenn du in die Schule gehst, kannst du halt nicht so lange übergehen, dann bist du nur so ein paar Wochen, lohnt sich wie auch nicht, es ist alles ein teures Ticket. Ja. Du bist auf einem anderen Kontinent, bist nicht einfach so schnell dann, kannst nicht schnell runterfahren. Ja. Ja. Also warte mal schnell, aber wer von deiner Family wohnt jetzt alles dort und wer da? Also eigentlich nur in der Schweiz wohnt mein Vater und noch eine Schwester von ihm. Und sonst alles denen. Also deine Mom ist dann. Wie? Meine Mama ist da. Ah, eben. Ah. Also so, jetzt? Ja. Nein, jetzt, wir wohnen schon noch in der Schweiz. Aber mein Vater geht all Jahr über und er ist für ein paar Monate all Jahr denen. Und es kommt jetzt, er wird halt auch immer wie älter und hat jetzt eben auch Arbeitsunfall gehabt. Und das, ja, man kommt dann schon langsam so ein bisschen, ja, also er möchte jetzt eigentlich schon überall leben. Und ich bin auch mit dem aufgewachsen. Ich wusste, irgendwann wird er in Mexiko alt werden. Und es ist langsam so ein bisschen der Punkt auch erreicht. Und es ist ein Thema, das uns immer wie mehr bewusst wird, oder auch mir. Hey, es kommt immer näher, der Tag X, wo du schon aufgewachsen bist, so dein ganze Leben lang. So. Du hast es Aber gewusst, ja. aber es ist so, du hast es wie, ja, irgendwann ist, aber Ja. ja, aber es ist auch mega schön, also es ist eine mega Chance auch. Also ist schon fix, wann er genau geht? Fix nicht, aber er ist jetzt schon seit 5 Monaten jetzt drin. Ah, ja, stimmt, er ist ja schon dann, ja. Also jetzt kommt er nochmal zurück und dann klärt er ein paar Sachen ab und dann geht er nochmal. Wie ist das für dich? So? Also für mich so, 5 Monate sind jetzt schon verdammt viel. Aber nachher auch zu wissen, so blöd gesagt, ich weiss jetzt nicht, ob er wieder zurückkommt. So. Oder jetzt bleibt er vielleicht mal dann länger dort. Ist vielleicht ja schon mega heftig, oder nicht? Ja, so als Kind war es, glaube ich, heftiger gewesen, weil du bist dann mehr auf deinen Vater angewiesen. Und dann war schon noch so ein bisschen sad, ist er abends gegangen. Und dann immer so die Vorstellung, ihn an den Flughafen zu bringen und ihn dann abholen und so. Und ich war immer so mega traurig gewesen, aber ich habe mich immer mega gefreut. Also meine Mom hat es mega super gemacht. Ja. Also ohne sie wäre das auch gar nicht gegangen. Sie hat Ja. halt schon einen mega grossen Part in dem Ganzen übernommen. Und
jetzt ist es so, ja, es ist mega traurig und auf eine Art fühlst du dich dann so allein, aber ich bin ja nicht allein. Also es ist so, und ich bin jetzt auch in einem gewissen Alter, wo halt, ja, man muss jetzt erwachsen werden und ja, der Lauf der Dinge. Und mein Ziel ist halt auch, alle Jahre ein bisschen über zu gehen. Also, ja. Ja. Aber hast du jetzt gleich so regelmäßig einfach Kontakt so mit ihm? Ja, nicht so mega viel, aber... Ja, aber wie machen jetzt zum Beispiel deine Eltern so? Die telefonieren jeden Tag, also es ist so lustig, weil es ist 7 Stunden sie auseinander, also Zeit. Ah, stimmt, das kommt ja noch dazu. Genau, und ja, also es ist mega herzig, telefonieren jeden Tag miteinander. Und ja, also bei uns ist immer oben. Ja. Das ist aber schon auch schwierig, ich glaube so, wenn du so eben in der Beziehung auch noch so den Dings hast, so, weil jeder hat ja gleich so seine eigenen Bedürfnisse und wenn der jetzt so das Bedürfnis hat, dann ist es ja wie auch blöd, wenn er das nicht ausleben kann. Und gleichzeitig aber die Beziehung ist schon safe heftig. Ja, vor allem, ich weiss nicht für ihn, du lebst halt in einem Land, wo du wie halt, es ist nicht dein Heimatland, oder? Und er lebt einfach für denen und es ist halt schon, also für mich macht es mega Sinn, ist er jetzt geht er über. Es macht mega Sinn. Weil irgendwann kommst du auch hier an einen Punkt, wo ja, es ist halt schon mega anders. Und die Leute sind anders, die Kälte, das Essen, alles so, die Familie, die da fehlt und das ist, kann ich, die Kultur von denen. Also von Mexiko, das ist mega, also erstens ist es eine mega schöne Kultur, aber auch Traditionen, das hast du halt weniger. Ich bin halt noch nie dort gewesen. Ich glaube, ich bin einmal aus Europa und das ist auf Los Angeles oder so. Also ich habe wirklich eigentlich noch nichts von der Welt so gesehen, wenn das also geht. Darum ist es für mich, glaube ich, auch mega schwierig, um so nachvollziehen, wie anders es dort so ist. Ja, schon anders. Und ich glaube, ja. Also mir tut es immer mega gut, weil ich sage auch immer so, wenn ich denen bin, dann holt es mich wieder am Boden ab. Dann bin ich plötzlich wieder so bei mir. Weil hier in der Schweiz ist man so schnell abgelenkt vom Leben, ja, von dieser Schnelligkeit und vom Konsum auch, das Konsumverhalten. Und dort bist du plötzlich so, erstens alles braucht länger. Die Zeit geht langsamer vorbei und du brauchst vor allem auch länger. Eben, es ist so, ja, und deine Grundbedürfnisse sind einfach wirklich gut essen, gut schlafen, einen schönen Tag haben. Also klar, ich gehe über Ferien machen auf eine Art, aber auch einfach einen Alltag leben. Also nicht einfach Geld ausgeben, sondern ich bin mit meinen Grosseltern oder mit meinen Onkeln und mit den Leuten auf dem Mercados, das sind so Märkte. Und das Leben dort ist so anders. Ja. Und das zeigt mir dann auch wieder, hey, das Leben kann auch anders sein und die sind auch glücklich, die sind fast glücklicher zum Teil. Ja, die haben halt wie eine andere Art von Stress wahrscheinlich. Ja, aber sie nehmen es auch nicht so stressig. Ja. Nein, ich habe nur, eben, du bist jetzt gerade letztens in Mexiko gewesen, wo du damals so Snaps und so geschickt hast. Und es war schon impressive gewesen. Also das mit den Früchten habe ich geil gefunden, dass die wahrscheinlich, also dass die viel obviously frischer sind und viel geiler schmecken. Oh, der Geschmack von diesen Früchten ist nicht normal. Also, ja, das würde ich mega gerne mal erleben, glaube ich. Das wäre ein Reason to go. Es ist alles einfach so viel intensiver und einfach wirklich so fein. Ich weiss nicht, hier in diesen Läden, sie werden halt schon unreif gepflückt, oder? Und dann reifen sie wie in dunklen Kisten, sie sind nicht eigentlich am Tageslicht, also an der Sonne, und dann werden sie hier verkauft. Und dort hast du halt wirklich gerade, die haben alles noch vor der Sonne können aufsaugen, die ganzen Stoffe und noch vor Erde, und es macht so einen Unterschied, finde ich, so im Geschmack. Wow, das ist, glaube ich, etwas, was ich gerne mal ausprobieren würde, weil ich mir so nicht vorstellen kann, dass das so crazy ist. So. Aber du hast auch noch eben so ein bisschen geschickt, dass du wie eigentlich dann auch voll so im Garten und so am Arbeiten bist, oder? Ja. Ja, das ist safe auch so ein bisschen mega anders. So, also ich komme ja von City, das ist wirklich die grosse Hauptstadt, dort ist viel Verkehr, Stadt und alles. Aha, Mexico City meinst du? Aber dann haben wir wie noch so auf dem Land das Haus mit einem Stück Land und so, und dort ist dann wirklich so, bist du einfach in der kompletten Natur abgeschottet und für dich, und dort
kommst du mega in Berührung eben mit den Pflanzen und den Bäumen und den Tieren. Die Tiere ist so schön, die Geräusche, die Vogelgeräusche, die du dort hörst. Geil. Und das ist so Balsam, wirklich, dort hole ich meine Kraft wieder, für dann in die Schweiz zu kommen und dann wieder durchhasseln. Ja. Das ist so geil. Ich glaube, ich finde das im Fall actually auch hure geil. So irgendwo noch so, also ich bin ja voll Schweizerin, so, meine ganze Family ist eigentlich in der Schweiz. Darum kenne ich das wie gar nicht. Ich habe ja auch nur eine Muttersprache, blöd gesagt, so, und irgendwie fände ich das, glaube schon geil, auch noch irgendwo einen Ort zu haben, wo wie noch ein Teil auch von dir ist. So. Also es kann natürlich auch sein, dass das Gefühl hast, du hast nie den ganzen Teil bei dir, aber es ist safe auch mega geil, eben so, wie du sagst, auch mal dort hergehen und zu der Family gehen und einfach so, ihr habt ja dort auch ein Haus und alles und Bro, ein Pool und so, das hat schon geil ausgesehen. Darum ist das safe hure geil. Ja. Wo würdest du denn gerne so? Ja, eben, bei mir ist halt Frankreich voll. Also, zwar, ich finde es jetzt alles mega geil von der französischen Kultur so, aber also das Essen finde ich jetzt nicht so speziell geil, aber also ich schwöre jetzt mal, ich in Frankreich war, bin ich so grusig gegessen. Nein, sorry. Ich habe dort auch noch nie gut gegessen. Geil? Sorry. Eben, aber sonst finde ich es schön. So, Südfrankreich finde ich sehr schön. Und ich glaube, bei mir ist halt wirklich einfach die Sprache. Also vielleicht gibt es auch andere schöne Orte, wo man auch Französisch redet, aber vielleicht schöner sind als Frankreich. Ja, so Inseln. Ja, oder so. Ja. Oder Kanada oder keine Ahnung. Dings, wie heisst es? Warte, in Holland? Nein, wo redet man noch Französisch? Bin jetzt gerade dumm. Ich habe gemeint... Oder verwechsel ich es gerade? Ja, ist eigentlich... Nein, nicht in Holland, aber warte... In Niederlanden? Nein. Es gibt so eine Insel, das weiss ich einfach. Nein, im Norden redet auch noch irgendwo, aber ich habe das Blackout. Ich habe das Gefühl, mein Hirn funktioniert allgemein nicht, weil ich so durch bin von dieser Woche. Ich bin das ist so schlimm. Ja. Aber nur mal so wegen... Es ist zwar mega schön, weißt, so 2 Seiten zu haben, also es ist mega das Potenzial. Aber schlussendlich auch, also jetzt für mich ist es wie auch schwierig, weil ich muss wie das auch suchen. Wenn du es nicht suchst, Ja. dann ist es schwierig, in der Schweiz das aufrechterhalten. Ich tue auch meine ganze Zeit und Energie und auch Geld investiere ich halt auch in die Reise, dass ich gehen kann. Und ja, immer wieder halt einen Monat so übergehen. Ja, also meine Schwester zum Beispiel, sie arbeitet in der Psyche und sie nimmt jetzt auch einfach einen Monat unbezahlt. Aber es ist halt nicht so gut gesehen, es ist schon auch schwierig, und das halt zu bekommen. Aber ich finde, das ist wie auch unser Recht. Also ja, es ist halt dein Leben. Aber es ist schon, ja, keine Ahnung. Manchmal fühlst du dich hier nicht ganz angenommen und dort merken sie auch gerade, dass du nicht von dort kommst. Ah, ja. Du hast so 2 Seiten dir. Also da wird ihm so gefragt, ja, von wo kommst du? Ja, von der Schweiz. Ja, also... Wirst du das viel gefragt? So? Ja, also manchmal reden die Leute mit mir Hochdeutsch. Weil sie das Gefühl haben, du kannst kein Schweizerdeutsch? Ja. Ah, was? Oder eben wegen meinem Namen. Dann schauen sie mich an, aber du hast doch sicher noch irgendwie andere Wurzeln oder bla bla bla. Ja. Und dann bin ich so, ja, von Mexiko. Also ich bin stolz drauf, ich erzähle es gerne, aber es gibt dann schon so Vorurteile und dort auch. Also du kannst, wir laufen dort rum und schon nur, wenn du ein passendes Oberteil an hast, so Hosen, merken sie gerade, dass du nicht von dort bist. Nein, Wie meinst du passend aber? ja, der Kleiderstil dann ist ganz anders. Also es ist krass. Ja. Dort legen sie halt nicht so Wert drauf. Und, also je nachdem, es kommt darauf an, nicht alle natürlich. Aber du merkst es einfach gerade, wie du rumlaufst oder deine Art. Ja. Und dann fragt man sich halt so, ja, wo gehöre ich dazu? Weil Überall und nie dann irgendwie. überall und nie, aber auf eine Art braucht man das überhaupt. Weil es ist auch eine mega Chance für einen, so können frei zu sein. Und Ja, das safe. Beste aus beiden Ländern können zu nehmen und mit dem dann etwas aufbauen. Ja, es ist halt eher doof, wenn so, jetzt gerade wieder in der Schweiz, wenn so über so das Gefühl hat, du kannst keine, also weißt du, so vorurteilmäßig einfach gerade so kommt, dann fühlst du dich wie irgendwie nicht so, ja, keine Ahnung, nicht so respected vielleicht auch. Ja, vor allem als Kind hast du es gar nicht gecheckt. Also, Ja, eben, also blöd gesagt, mir ist ja das noch nie passiert, so. ja, Das ist schon ein Unterschied. es ist schon, ich weiß nicht, also ich bin ja auch ländlich aufgewachsen und dort hat es, glaube ich, so 2 mit mir gehabt, die so noch ein anderes Wurzeln hatten, würde ich jetzt mal sagen. Und
mir ist das bis in der Oberstufe nicht bewusst gewesen, dass ich auf eine Art auch ein bisschen anders aussehe als alle anderen um mich herum. Ja. Oder auch meine Familie in der Schweiz, also die Mutterseite, die meisten sind blond und haben blaue Augen. Und wenn ich dann mit ihnen unterwegs bin und irgendwie Kollegen von denen kommen und ich werde dann so als Cousine vorgestellt, dann sind sie aber schon ein bisschen verwirrt. Weißt? Ja. Also sie müssen wie so zweimal, du merkst es halt so. Mhm. Es ist okay, aber viele Leute sind dann so, wirklich? Also, Aber hast du diese Unterstufe so, hast du in dem Fall so, jetzt habe ich es irgendwie, ja, keine Ahnung, aber du hast nur vor der Podcast-Folge so ein bisschen gesagt, dass du eben so ein bisschen die Einzige gewesen bist, die eine andere Herkunft hat. ja, in der Primar, also Joya, ich war mit der Joya-Klasse. Ja, die ist auch mit uns jetzt in der Klasse. Genau. Lustigerweise, Alter, Ja. was ein Zufall eigentlich, dass sie so Voll. zusammen in Klasse sind und jetzt einfach zusammen immer noch den gleichen Studiengang machen und beide angenommen worden sind. Voll funny. Crazy, wirklich. Also sie auch und da hat es noch jemand anderes gegeben. Aber das ist wie nie aufgefallen, also keine Ahnung. Ja. Dort war es wenig Thema, du bist einfach ein Kind und dir Ja, ist logisch. scheißegal, von wo jetzt die Klar. kommen oder wieso die jetzt andere Hautfarbe haben. Gut, es gibt auch böse Kinder, wo, Ja. wenn du ein Kind bist, eben das noch nicht spürst. Ja, aber irgendwie schaust du, glaube ich, noch nicht auf so Sachen. Also in meiner Zeit dann haben wir noch nicht Ja. auf so Sachen geschaut. Wie es heute ist, weiss ich nicht. Ja. 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 Aber bei dir, ja. Also, ich meine, bei dir habe ich im Fall wirklich auch gedacht, du hast irgendwie noch so ein kleines Mischmasch. Echt? Ja, einfach so die Tanz, aber siehst du, wie schnell man so ein bisschen... Ja. Aber es ist mir Wunder, was hättest du jetzt mir gegeben? Das finde ich immer so spannend, weil ich habe das Gefühl, ich sehe aus. Es hat sogar ein, kennst du, wie heisst es, Swiss Meme? Es ist so ein Instagram-Account, der so Memes postet. Ja, der ja, Zeki macht sicher. das. Ja, ja. Und er hat eben ich glaube, ich weiß nicht mehr so, ist auf TikTok, ist auf Insta. Auf jeden Fall hat er so ein Ding gemacht, so typisch Schweiz. Und nachher macht er so 6 Bilder von Girls von der Schweiz und von Boys und so. Und er hat einfach mein Bild genommen Nein, bei den Schweizer Girls. Also ich habe gedacht, okay, in dem Fall bin ich für dich so das typische Girl, so ein Schweizer Girl. Darum bin ich irgendwie so, ja, okay, in dem Fall fein. Ich sehe absolut aus wie eine typische 0815 Schweizerin. Aber ja, sag mal. Ja, keine Ahnung, Italien halt. Wirklich? Ja, irgendwie so etwas, so ein bisschen Detail und so. Ja. Ich weiss nicht, so die Augen, also so, ja, keine Ahnung. Ich Ja. weiss nicht. Aber mein Dad sieht recht italienisch aus. Ja. So, es sagen immer mega viel. Du kommst wirklich von der Siehst. Schweiz. Darum, also er hat wirklich fast schwarze Haare. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie mein Dad aussieht. Aber Mal, ich habe auch schon Videos gesehen. ja, und bei ihm sagen das immer so viel. Und er hat mal auf dem Bau geschafft, jetzt sowieso dann. Also, ja. Braun gebrannt. Ja, wirklich so. Darum, lustig, aber nein. Wäre gern, aber ja. Ja, ist auch schön. Also weißt du, keine Ahnung. Ich liebe die Schweiz, weißt du? Ja. Also, es ist auch mega schön. Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich, bis wir wieder daheim sind. Oh, egal, aber das Essen ist wirklich gut da. Ja, das ist... Alter, wir haben heute... Oh mein Gott. Wir haben eine aus der Klasse, Nadine, Peace out, die ist vegan, die hat ein Restaurant rausgesucht, so ein asiatisches, veganes Restaurant. Und wir sind zuerst alle so ein bisschen, ja... Also wir haben heute mega... wir sind draussen gewesen, es war kalt gewesen, wir sind verfroren gewesen, wir wollten eigentlich einfach irgendwo rein. Dann sind wir dort rein gewesen. Wir haben so geiles Essen gehabt. Oh mein Gott, ich habe schon lange nicht mehr so geil gegessen, glaube ich, wirklich. Vietnamesisch ist Es war vietnamesisch. gewesen. Also ja. alles vegan gewesen, oder? Ja. Jetzt habe ich so vegane Enten gehabt. Und Ja. ich habe noch nie das gegessen. Also, Ja, also, wie heißt das geheißen? Kim 999. genau. Kim, Kannst nein, du auch nein, noch ein nein. bisschen Werbung machen für dich? Ja, let's go, gehen alle her. Nein, wirklich, echt, das ist so eine Herzempfehlung, gut aber wirklich, es ist so nice gewesen. Also, wenn ich wieder auf Berlin komme, ich komme safe essen. Wir haben heute Abend auch so ein gemeinsames Abschlussessen. Ja. Und wir sind auch schon gewesen, wenn wir einfach nochmal dort her. Nein, es war so geil gewesen. Ich hatte auch so Sushi gehabt und ich habe schon viel mal Sushi gehabt, aber es ist immer so die Basic Sushi. Und ich habe da so richtig, so weißt du, so mit so dieser panierten Kruste und so einem veganen Huhn und Avocado und Gurke. Also es ist so geil und warm gewesen. Also, oh. Ja, ich irgendwie 3-mal so viel gegessen hier. Ja. Also, auch gestern Japanisch richtig gut selber gemacht. Und so kleine, weißt du, die Kleinen sind die besten. Ja, Also so lokal. das stimmt. Also es ist schön gewesen, alles Ja. aber anstrengend. Ja, aber ich habe gleich das Gefühl, so, wir sind jetzt so
eine Woche in Berlin gewesen, oder? Ganze 7 Tage. Und ich bin zum Beispiel auch nie beim Brandenburger Tor diese Woche. Und darum fühle ich mich so voll, das wäre mir in Berlin, sondern irgendwo anders. Weil ich bin jetzt, glaube ich, das 5. Mal in Berlin und ich bin... Du bist schon erst gewesen, gell? Ja, ich bin von einem Monat gewesen und der einzige Ort, den ich bis jetzt das 2. Mal gesehen habe, ist so der Urban Outfitter. Also ich sehe erst jetzt gerade, wie gross Berlin eigentlich ist, weil ich jetzt, wo ich überall bin, noch nicht, also so das erste Mal gesehen alles, so, das ist weird. Ich finde so, jetzt nach so 4 Tagen hat man so das Verständnis für die Stadt bekommen, weißt du, so mit der U-Bahn, wo ungefähr was ist. Ja. Und dann macht es irgendwie mega Spass, weil dann bist du so, ja, jetzt weiss ich, wo ich bin. Ja, so ein bisschen so daheim. eine Orientierung. Ja, das stimmt. Ja, aber ich freue mich mega, mega fest, wieder heimzugehen, so ein bisschen wieder in die Natur, so in den Wald, immer so der Kontrast von Stadt und Land. Ich weiss nicht, ich brauche das einfach. Also, und so viele Menschen. Ich gehe einfach straight wieder in die Stadt von Zürich, aber es fühlt sich wahrscheinlich dann auch schon wieder an wie Land im Vergleich zu Berlin, Alter. Nein, aber ich habe das Gefühl, was ich am meisten würde freuen, ist auch, ich habe das Gefühl, da hat es nicht alle logischerweise, aber es hat schon ein paar Leute, die einfach komplett unfreundlich gewesen sind, wirklich so, einfach so richtig ihre schlechte Laune rauslösen, oder? Ja, was soll ich dazu sagen? Einfach geschockt. Also ich war schon mal in Berlin und das ist wirklich so, hey, ich weiss nicht, das hat mich wirklich mega geschockt. Und dann habe ich gedacht, mega unsympathische Stadt. Gell? Aber Deutschland, also die Deutschen haben ja immer so ein bisschen die Vorurteile, sie sind so ein bisschen die Unfreundlichen und so, aber das ist schon heftig. Also, Ja, so an der Kasse und du kommst, willst du Essen bestellen ja. und dann wie in diesem Park, in diesem random Der Park war schlimm, wirklich. Also, wir sind in so einem Freizeitpark, mega random. Reingesneakt, Ja, es tut irgendwie voll cool. Ja, so, was machen wir mit der Klasse? Ja, wir gehen in einen Freizeitpark. Ja, aber auf jeden Fall eben, sind wir nachher dort essen. Was war das? Irgendwie so, es war irgendwie so für Kinder. Ja, so Tigerenten hat es gehabt. Also es war ein Filmpark gewesen, von eben Sandmann. Ja. Also wenn man Ja. so erzählt, Ja. wir haben noch ein Foto gemacht. Mit dem, stimmt. Mama, schnell, es ist gerade da vorne, du musst es schnell vorholen. Siehst du es? Es ist in so einer deutschen, vielleicht unter meinem Ding, ja. Nein, es ist so lustig, weil du hast so ein Bild machen. Ich weiss auch nicht, wieso. Ja. Okay, jetzt müssen wir halt vielleicht kurz die Kamera einstellen. Aber wir haben auch ein Bild mit dem Sandmann. Seht ihr das? Ja, sehr geil. Das hat 5 Stutz gekostet. Ja. 5 Kröten, Bruder. Also ich habe auch noch eins von dem. Aber ja, ja, stimmt, wir haben sogar 10 Stutz gezahlt. Aber ja, auf jeden Fall haben wir dort nachher unsere Chicken Nuggets, nein, unsere, keine Ahnung was, holen. Und die Frau, sind wir jetzt zusammen angestanden? Nein, aber du bist nicht so geschockt rausgekommen. Wirklich ganz schlimm. Also sie ist wirklich so, ja, jetzt warte doch. Also ich bin so, hallo, gerne das und das. Sie so, ja, jetzt warte kurz, ich muss noch kurz eintippen, siehst du nicht und blö. Und ich so, okay. Weißt du, ich bin in so einem Moment, ich weiss nicht warum, ich habe dann voll den Klotz im Hals. Also wie, ich nehme das so her persönlich, wenn jemand so mich anschnauzt und ich bin eigentlich freundlich gewesen. Ja. Weißt du, wenn ich jetzt so auch voll, keine Ahnung, irgendetwas falsch mache oder so, verstehe ich es irgendwie noch eher, aber wenn einfach so random mich jemand anschnauzt, nehme ich das so her persönlich. Und irgendwie, entweder bin ich dann auch so schnuddrig, oder ich fange an zu brüllen. Schnudderfee, du! Schnudderfee. Stimmt. Hey, jetzt weisst du, warum ich den Namen hatte. Weil du schnuddrig bist. Ich war schnuddrig. Aber kannst du das schnell... Also, wieso Schnudderfee? Ich weiss auch nicht. Also später hat er mal Zauberfee geheißen. Oh. Das war das Upgrade. Nein, ich weiss es nicht mehr. Also ich mag mich jetzt nicht erinnern und mir ist übrigens auch noch nie gesagt worden, dass ich viel Schnudder gehe oder so. Aber meine Mama hat einfach also eben, mein Bruder hat auch Stinkbraten, hat er mal geheißen und weiss es doch auch nicht. Also wirklich, ja, also wir hatten alle ganz schlimme Namen gehabt. Oh Mann. Darum, ja, das Also es ist eigentlich mega lustig, also mega sympathisch, was deine Mama so... Also ja, irgendwie so... Ja, ich muss mal auf TikTok so ein Ranking machen von meinen Babynamen. Das wäre auch lustig. Ja, let's go. Ja, aber nein, für diese Woche haben wir so eine Aufgabe bekommen, dass wir so ein Reels machen. Und ich habe ja, ich muss eigentlich auch noch machen. Und zwar ist die Aufgabe, dass wir so im Reels zeigen, was unser Eindruck von Berlin ist. Da haben wir schon überlegt, ich hätte einfach so alle Zusammenschüsse aufnehmen und dann so einen geilen Cut, also so einen Zusammenschnitt machen. So, das ist mein Eindruck von Berlin, einfach alle sind hässig da. Ja, ist auch gut. Oh Mann, ich habe es mega verdrängt. Ich muss es noch machen. Scheiße. Ja. Oh, aber das stresst mich wirklich, dass nächste Woche Montag schon wieder Schule ist im Fall.
vor allem, ich muss am Wochenende noch so viel machen und irgendwie, ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht runterfahren. Ich habe das Gefühl, wenn ich heimkomme, dann bin ich safe krank. Ich kann mir vorstellen, am Montag ist einfach nur die Hälfte von der Klasse dort. Oh mein Gott. Gell? Oh, der arme Erik. Ah ja, stimmt. Grüße gehen raus an unseren Erik-Lehrer. Ja. Ah, scheiße. Nein, weißt du was, wir haben vorher noch ein anderes Fach, wo wir noch Aufzüge machen Oh, die Scheisse. müssen wir dann im Zug machen, wenn wir heimgehen. Ah, Aber ja. sonst eigentlich wäre es cool, glaube ich, Social Projekt. Ja. Was war jetzt das da draussen gewesen? Alter, schon vorher mit der Nina, im Fall, jetzt ist das Feuerwehrauto gekommen, alles ist gekommen. Jetzt kommt einer go hupen. Aber die Sonne scheint langsam wieder. Ja. Geil, Alter. Also, nice. Oh. Heute ist der ganze Tag mega bewölkt. Ja, aber ein Thema gibt es noch, was mich mega wundern. Bei dir ist jetzt komplett andere Ja. Richtung. Und zwar haben wir schon mal ein bisschen gesprochen über Verhütungsmittel. Oh mein Gott, ja. Weil ich glaube, da haben wir so ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen. Bei mir ist ja, ich erzähle ganz schon von mir, ich habe eigentlich Kondom am Anfang und dann einfach straight up eigentlich die Spirale genommen, weil ich mich so ein bisschen informiert habe mit meinem Frauenarzt geredet und er hat dann einfach auch so ein bisschen gesagt, dass das eigentlich eine gute Lösung ist und ich habe es einfach, also meine Punkte waren, ich habe es geil gefunden, weil ich halt nicht muss jeden Tag daran denken, wie jetzt zum Beispiel bei einer Pille und ja, 5 Jahre lang jetzt meine Ruhe haben. Zwar jetzt muss ich es in einem halben Jahr wieder wechseln, aber ja, und es gibt glaube ich auch viel weniger Nebenwirkungen als jetzt zum Beispiel eine Pille. Also es ist natürlich von jedem unterschiedlich so, aber sie hat halt weniger Hormone. Ja. Und du? Oh, das ist ein mega Thema und ich rede immer mega viel über das, weil, also ich finde es mega wichtig. Ja. Ja, ich hatte auch Pillen mit 17 und zum Teil fängt man ja schon mega früh mit dem an, was ja aus verschiedenen Gründen, ob die Leute uns ja irgendwie wegen der Pickeln, wegen Akne nehmen sie Pillen, werden ihnen noch Pillen verschrieben. Ich habe mir mal überlegt, Pillen zu nehmen mit so 15, 16, weil ich eine grössere Oberweite habe. Aber ja, ist gut, dann habe ich es nicht gemacht. Nein. Ja, Side-Fact, gut, ja. Ja, zum Glück hast du es nicht gemacht, nein. Ja, also ich habe halt auch Pillen genommen, oder? Man ist verliebt, ist Freund und so. Da kommt das Thema. Ja, aber es ist dann schnell wieder eigentlich bei dir, weil ja, das Kondom, aber das ist halt auch nicht irgendwie die Lösung für immer, oder ja. Oder schwieriger, ja. Und es ist halt schnell bei der Frau und Pille ist irgendwie so gang und gäbe, also man macht es einfach. Aber klar, man geht dann zum Frauenarzt und man wird informiert, aber sich wirklich checken, was eigentlich mit seinem Körper passiert, wenn man die Pille nimmt, was die Körper jeden Monat muss durchmachen muss, dass du jeden Monat eigentlich eine Scheinschwangerschaft durchmachst und das körperlich, aber also hormonell weiss man wie nicht genau. Also, ja, du kommst halt so Nebenwirkungen, wird dir vielleicht gesagt, und wie du die musst anwenden oder vielleicht, ich weiss es auch nicht, was wird noch gesagt? Ja, so ein bisschen das, vielleicht wie viel es kostet. ja, und dann nimmst du das halt, oder juhu, und so musst du es jeden Tag nehmen und wenn du es einmal vergisst, ist auch scheiße, oder? Geht nicht. Oder wenn du irgendwie musst kotzen oder so. Ja, dann ist es auch wieder raus. also ich finde es mega mühsam. Und bei mir jetzt dann eigentlich angefangen, ich habe es einfach nicht vertreibt. Und mich auch psychisch. Und ich habe dann auch eine noch gewechselt. Ich bin dann auf eine andere umgestiegen. Ja, und da habe ich gedacht, es wird ein bisschen besser. Das ist aber nicht besser geworden. Und es war auch wirklich so schlimm geworden, bis dann meine Mutter auch ein bisschen zu mir kam und hat auch so gemeint, hey, ich erkenne die eigentlich auch nicht mehr wieder. Und das war so das erste Mal, wo es mega eingefahren ist, weil ich habe mich selber eigentlich auch schon lange nicht mehr so erkannt. Also einfach, weil ich in den komischen Situationen einfach anfangen zu rennen. Ich hatte so ein Durcheinander von meinen Emotionen. Klar, ich bin in der Pubertät, aber es war nicht mehr ausbalanciert. Also das bin ich nicht mehr gewesen, und ich konnte auch nicht mehr hinter dem stehen. Aber hast du selber auch die Veränderung gemerkt oder hast du das eher so, hat das Außenstehende gemerkt? Am Anfang wie nicht, weil du bist voll in diesem Kreis drin und ja. Aber mal, ich habe dann auch, also ich musste wirklich die absetzen und habe einfach gefunden, hey, ich kann nicht mehr. Ja. Es tut meinem Körper nicht gut. Und was dann auch war, ich habe dann 10 Kilo zugenommen. Nach der Pille, die du sie abgesetzt hast?
während der Pille. Okay. Und nach der Pille ist es wie, habe ich 1 Jahr gebraucht, für dass sich mein Körper überhaupt wieder hat in Normalzustand oder echt wieder Wie viele Jahre? 1 Jahr. Ein Jahr. Also sie sagen so 3 bis 6 Monate und bei Warner geht es länger. Und bei mir ist es wirklich so 1 Jahr gegangen, wo ich gemerkt habe, mein ganzer Körper ist so wieder die ganzen Hormone am Rausschaffen. Ja. Und ich habe auch wieder abgenommen. Also ich habe wirklich so Wassereinlagerungen gehabt. Ah, Und ich bin dann einfach... was, ja. 10 Kilo hast du zugenommen? Ja, es ist mega krass. Das ist ja mega... Aber man hat es nicht gross gesehen. Eben, das hat mich jetzt gerade wundern genommen, weil ich habe das Gefühl, 10 Kilo sieht man doch schon, oder nicht? Man hat es nicht gross gesehen, weil ich so ein bisschen Ja. halt Wasser. Ich habe mega viel Okay, Wassereinlagerungen ja. gehabt. Aber man hat es nicht gross gesehen. Ja. So ein bisschen fester gewesen. Und jetzt bin Ach, ich eigentlich spannend. wieder so auf mein Normalgewicht gekommen. Ja. Aber ja, das war schon krass gewesen. Und auch hormonell, also viel besser. Jetzt habe ich ja die Kupferspirale, also ich bin dann wirklich das so habe ich im auch Schock gewesen, dass ich einfach nicht mehr wollte, Okay, ja. Hormone in meinen Körper reinpumpen. Also ich hatte einfach Respekt gehabt und habe mich dann für die Kupferspirale entschieden. Seit wann hast du die jetzt? Seit dem 20, glaube ich. Seit 4 Jahren. Ja. Ja. Und dann kannst du sie 5 Jahre drin haben. Ja, bei mir auch. Ich habe sie eben seit dem 19, darum wird langsam dringend. Ja, nein, das war so schlimm Ja. gewesen beim Einsetzen. Echt? Ja. Bei mir im Fall eben gar nicht. Was? Null. Ich weiss nicht, warum nicht, aber ich bin einfach eine geile Frau. Also, nein, Spaß. Nein, aber, oder ich spüre einfach nichts da unten. Nein, bei mir ist es im Fall, also mir haben eben auch alle gesagt, oh mein Gott, das war so schmerzhaft gewesen und so und ich glaube, vielleicht hatte ich auch darum mega hohe Erwartungen, also mega Angst gehabt. Und nachher ist so ein kurzes Zwicken, also er ist so, fertig, ich so, hä? Wie ist es denn bei dir? Ja, bei mir war es mega schmerzhaft gewesen. Sie haben mir sogar auch gesagt, dass gewisse Leute wegnicken, Ja. also so Ohnmacht fallen. Das Hast du, ist zum Glück nicht. Nicht, okay. Hast du vorher so eine Schmerztablette oder irgendwas nehmen? Weil das habe ich auch nicht müssen, glaube ich. Oder ich weiß es nicht mehr. Ich habe letztens meine Kollegin hat auch die Spirale gesetzt und sie hat das gesagt, so, aha, ich habe so eine Pille nehmen. Ich weiß es nicht mehr. Aber vielleicht auch schon, ich weiß es ist schon 5 Jahre her. Also einen Tag vorher weiss ich, musst du so eine Pille nehmen, damit so die Schleimhäute irgendwie weicher werden. Ich kann mich Also, eben nicht an das erinnern. Ja, Lustig. um es dann einführen, aber ich habe, glaube ich, Schmerzmittel genommen, ja. Aha, nachher? Nein, ich glaube vorher, ja. Ja. Also ist jetzt auch schon lange her. Ja, eben. Aber hast du Festschmerzen? Also jetzt? Einfach sonst? Allgemein? Nein, bei mir ist es so, also ich habe ja eine Hormonspirale, das ist ein bisschen anders als bei dir. Ich habe meine Tage in dem Sinn nicht mehr, also es ist nicht bei jedem so, aber ich habe meine Tage vorher schon relativ schwach gehabt und jetzt sind sie ganz weg. Und ich spüre aber gleich noch, wenn ich meine Tage so quasi hätte, also ich habe gleich noch einen Zyklus sozusagen und manchmal ist so ein bisschen Blut, aber ich bräuchte jetzt niemals einen Tampon. So. Es ist wie Ausfluss, einfach rot, blöd gesagt. Und Schmerzen sind schon auch ab und zu da, aber jetzt nie so stark wie dort, wo ich meine Tage vorher noch hatte. So, ich hatte lustigerweise gerade gestern hatte ich Unterleibsschmerzen gehabt, aber habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Keine Ahnung. So, bei dir? Ja, also ich habe schon vorher mega Schmerzen gehabt und durch Kupfer ist es mega verstärkt. Also ich habe ja, stimmt, bei dir ist das Gegenteil. übelste Schmerzen Ach, und Scheisse. auch den Einsprung, den ich mega spüre und auch zwischendurch am Anfang braucht es mega lang, bis es sich eingependelt hat. Ja. Aber ich kenne Du auch... spürst den Einsprung? Ja. Fühlt sich das gleich an wie wenn... Also, Es sticht, ja. also auf der Seite? Auf der Seite, denke ich. Was? So, ja. Ja. Und dann merke ich auch so... Und dann, aber es kommt dann auch ein bisschen Blut raus. Also weißt, es ist wirklich so, es macht mega weh. Aber es ist Ach, nicht krass. so ein paar Tage, oder? Ja. Aber eine Zeit lang hatte ich wirklich so das Gefühl, ich hatte keinen schmerzfreien Monat mehr gehabt. Okay, krass. Aber jetzt ist es viel besser. Ja. Jetzt hat es sich ein bisschen verbessert. Das ist aber schon krass. Also wie fest hast du jetzt so Schmerzen gehabt? So, also wie... Ja, also ich habe dann schon alles... Also wenn ich sie gerade frisch bekomme, bin ich eigentlich schon froh, wenn ich einen Tag daheim bleiben kann. Ja. Weil es geht einfach nicht. Und du bist halt auch psychisch ein bisschen labiler in dem Sinn. Also dein Körper will halt einfach, du möchtest deine Ruhe und du willst gemütlich sein und machst dir auch nicht vielen Energien aussetzen in deinem Alltag. Ja. Aber es ist schon ein mega zwingen und halt Schmerztabletten nehmen. Und ich will mich halt auch nicht mehr immer mit Schmerzmedis vollpumpen. So, ja. Und
ja, einfach wieder so ein bisschen die Balance kommen. Ja. Aber wie hast du es jetzt so mental, spürst du so, dass du so voll, eben wenn du deine Tage hast, so, dass du jetzt so eben, Ja, wie sagt man dem? nachdenklich. So, genau, so ein bisschen sensibler. Sensibler, also ich bin schon mega sensibel, Same. aber es ist so, der ist anders. Ja, Und der rennt ja auch mega schnell. same, ja. Aber, und hangry, also ich bin schneller so, also ich habe mega Lust auf Essen, das kommt auch. Oder Schoki ist eigentlich im Fall fast nie Schoki, das ist eigentlich noch Ja, krass. außer dann, wenn du deine Tage Ja, hast. der ist sie. Ja. Der ist immer so, ja. Und der ist okay. Nein, bei mir ist es eben auch so, also der Can merkt zum Beispiel mega so, wie ich bin, eben, wenn ich meine Tage habe. Und er sagt dann, er meint das voll nicht disrespectful, aber sagt, hey, kann sein, dass du wieder deine Tage hast. Und mich provoziert das so hart. Aber es stimmt eben nachher immer, immer wenn er so sagt, hast du deine Tage, und ich so, nein, sicher nicht. Dann nimmst du nicht. Und nachher merke ich so, okay, ja, hast recht gehabt, habe meine Tage. Aber ja, ich merke schon, also ich merke es sehr schnell, bin dann voll sensibel, habe das Gefühl, das ist so der schlimmste Tag von meinem Leben und keine Ahnung was. Und dann sagt er das so und dann bin ich so zuerst hässig und nachher so, ja stimmt eigentlich. Und ja, dann siehst du es sonst noch so. Aber es ist nicht mehr so ein bisschen einfacher, wenn man es checkt, so, es ist weg der Tag und nicht einfach sonst. Genau, ich glaube, das ist, ich denke, wenn man in einer Beziehung ist es auch wichtig, dass man mega das Verständnis auch bekommt vom Partner, weil, ja, also, man kann nicht immer diesen Tagen die Schuld geben, aber Klar. es ist alles verstärkt und es wird Ja. auch schneller mal eskalieren. Ja. Voll, eben, und er meint es eigentlich auch nicht disrespectful. Ich glaube, es ist einfach, weil es halt zum Beispiel bei mir in der Sek ist es schnell so gewesen, wenn jemand so ein bisschen, also wenn jetzt ich irgendwie so ein bisschen jemand so, keine Ahnung, so, hast du deine Tage? Das ist Gell, dann einfach so ein Triggerpunkt, So das wo, ja. ja, wo es wie so umgekehrt hat, dass, wenn du die Frage stellst, dass es nicht mehr berechtigt ist, sondern gerade direkt man sich angegriffen fühlt, wenn man das so kennt irgendwie. Vor allem war es mega ein Tabuthema, denke ich. Also wir Ja, haben ja. nicht so viel über das geredet, so mit 13, so Ja, aber über alles auch. 14. Ja. Alles, aber auch, ich habe mich aber schon fast ein bisschen geschämt vor den Jungs, wenn du deine Tage gehabt hast, weil ja, die übel. haben ja gar nichts von dem irgendwie gewusst. Nein. Ausser sie haben vielleicht eine ältere Schwester gehabt. Also das ganz schlimmste Thema habe ich so Selbstbefriedigung gefunden. Das ist wirklich, kein Boah. Mädchen hat das gemacht und Das war so tabu gewesen. so hart. Also wirklich, ich weißt, so, ich habe es schon gemacht und ich bin so, also wie, ich habe dann irgendwie gleich so wirklich gedacht, ich bin komisch. So, weil das niemand macht. Ich habe mich mit Leuten geredet und sagen sie, nein, das ist ein Jungsding. So hart ist es so Und die gewesen. haben immer so mega über das geredet. Die sind so, ich habe das die Gefühl, bei so Jungs hast du groasted. müssen, wenn du ein Bub warst, du hast müssen dich dann selbst befriedigen. Ja. Oder immer so bei Wahrheit oder Pflicht oder so, Oh, ist ja. immer so Scheiß gekommen. Und aber so mega komische Fragen. Und wenn es um das Thema gegangen ist, habe ich mich immer gerade richtig so, bin ich, ja, es ist mir so unangenehm geworden. Mega. Also jetzt allgemein oder so Selbstbefriedigung auch? Ja, voll, Selbstbefriedigung. Das ist schon, eben das habe ich das Gefühl, das war so das grösste Tabuthema gewesen. Mega, also... Weil auch zum niemand Teil gewusst hat, heute dass noch Mädchen ein das machen so. bisschen. Also zum Teil heute noch ein bisschen, denke ich. Ja, ja, auf jeden also- Fall. Ja, das ist mir mega aufgefallen, dass das so niemand beredet hat und niemand hat es können zugeben auch. Darum, ich finde es manchmal also auch so schön, dass, also ich weiß nicht, ob es das alterbedingt ist oder vielleicht auch zeitbedingt so, dass sich das geändert hat, aber ich habe das Gefühl, so, ich kann jetzt viel, also es ist jetzt viel einfacher als Frau können zu zugeben, dass man das macht und dass es normal ist, so, und dass man auch unter Frauen einfach mal darüber reden kann oder keine Ahnung was so. Ist aber, ja, mega fair, aber ist manchmal auch noch nicht so... Ja, Also ich gebe auch zu, es ist jetzt auch nicht das Thema Nummer 1, das ich jetzt so mit allen würde teilen. nein, logisch Das nicht. ist schon mega... Ja. ein bisschen so. Nein, logisch. Aber ich meine, wie nur schon der Fakt, um können sagen, ob man es macht oder nicht. Also weißt du, so Ja, wie, genau, so so ich habe zu damals dem einmal Stuhl. gesagt, nein, will ich nie machen. Ja. Also weißt du, so dass man nicht mal einfach kann das sagen, weil man Angst hat, dass man cancelled wird. So. Ja, voll. So, man muss jetzt auch nicht, ich muss jetzt auch nicht ins Detail gehen und sagen, was ich da mache und wie und wo. Nein. Also, weißt du, so ein. Ja, erzähl mal nach. Also, nein, aber wie, ich habe auch das Gefühl, es war so ein Tabuthema gewesen, dass man gar nicht hat darüber reden oder dass man Angst hat. Also ich habe mega Angst gehabt, zum cancelled werden einfach. Ja. Das ist, glaube ich, Immer das Ding. so das Ausgeschlossen gerade werden oder das Unwissen. Also Wissen ist ja Macht auf eine Art. Und das fängt schon so früh an. Und irgendwann ist es so gekommen, haben die Jungs über so Themen angefangen, aber sie haben selber eigentlich gar nicht gewusst, was es ist. Ja, ja. Aber sie haben so da und du, der vielleicht noch nie
bist halt noch ein Mädchen gewesen und hast noch nie etwas von dem gewusst. Und dann plötzlich so, oh, ich muss etwas wissen. Ja. Oh. Das ist eigentlich eine lustige Zeit. Einfach so Pubertät, wo so das Thema aufkommt. Vorher bist du so ein Kind gewesen und dann schon so, haha, Sex, haha, sie küssen sich, so der. Wenn sich so 2 Barbie-Puppen küssen, dann ist so, oh mein Gott, haha. So, und dann kommt auch so das Alter, wo so ernst ist. Ja, weiss nicht. Und jetzt dreht sich ja fast alles auch ein bisschen. Jetzt dreht sich das Leben nur noch um Sex. Nein. Nein, ganz nicht. Aber einfach, ja, mit diesen Apps und so, Dating-Apps. Ah, Dating-Apps. Aha, ja. Oh, aber stimmt. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass das so in unserer Generation noch viel mehr ein Ding geworden ist. Also ich weiss es nicht. Ich rede auch mit meinen Eltern darüber und so. Und also gut, meine Mama ist halt wirklich aus einem christlichen Kreis aufgewachsen. So, also das ist schon mal eine ganz andere Szene. Gut, eben darum ist es vielleicht jetzt gerade auch schwer zu vergleichen. Aber ich habe schon das Gefühl, dort hast du vielleicht eher datet, um dich mehr kennenzulernen in Richtung Beziehung und jetzt weniger einfach so etwas Einmaliges. So. Und ich habe das Gefühl, heutzutage gibt es schon mehr, wo sich wirklich treffen, einfach etwas Einmaliges haben oder mehrmalig, aber jetzt weniger beziehungstechnisch. Ja, mega. Ausgehend. Also das Commitment ist einfach nicht mehr so da, habe ich das Gefühl. Viele Leute wollen sich gar nicht mehr auf jemanden einlassen. Ja. Oder dann weiss sie es wieder, aber dann sind sie wie nicht mehr fähig. Das finde ich eben eigentlich ein mega spannendes Thema, Ja. weil auf der einen Seite ist es ja mega nice, dass wenn du so schlussendlich machst, was du Lust hast, so, das schadet niemand so, aber ich frage mich manchmal auch, weißt, ist es wirklich so, geht es in die Richtung, wo man jetzt mehr kann einfach offen mit dem Thema sein, dass man einfach nur Sex haben kann, oder ist es vielleicht sogar mittlerweile fast mehr so eine Bindungsangst in der Gesellschaft am Entstehen, weil man eben Angst hat, zum wirklich eine Beziehung zu haben, weil es gibt mega viele, die so eigentlich eine Beziehung führen, aber es nicht als Beziehung können betiteln, weil sie von dem Angst haben, dass jetzt, also ich kenne wirklich mega viele, die so etwas mit jemandem haben und dann fragst du, ja, sind wir jetzt zusammen? Und die sind so, nein. Aber sie leben eigentlich wirklich wie in einer Beziehung, einfach weil sie Angst haben vor dem Step, zu sagen, sie sind jetzt in einer Beziehung. Und das gibt es so oft heute, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung. Also ich weiss nicht, ich bin jetzt halt auch ein Mensch, der eigentlich gerade, wir haben es auch schon davon gehabt, wir sind Beziehungsmenschen, würde ich jetzt mal sagen. Mega. Und dann gibt es halt die anderen und Ja. ich kenne das wie gar nicht, sich nicht auf jemanden gerade einzulassen. Also, Also sexuell? Nein, sexuell nicht. Ah, eben. Aber wenn, dann bist du gerade ja. so Freund, weißt, Freund und Freundin, also Ja. keine Ahnung, willst du gerade etwas Festes oder... Ja, also bei mir ist es eigentlich viel auch so, also gut, ich bin jetzt in einer Beziehung so, aber wenn ich so mit jemandem einen schönen Abend habe und nachher küssen muss, dann bin ich gerade in Love eigentlich. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt bumsen und dann sehen wir uns nie mehr. Jo, ich würde dann, ich komme gar nicht drauf klar, ich würde dann ein Jahr lang brüllen. Ja, ich würde mich so, keine Ahnung. Ich könnte das gar nicht mehr ohne Gefühl auf jemanden einlassen. Same. Ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, dass ich glaube, also gut, ich habe jetzt, so mein Bodycount ist quasi nur eins so, ich habe jetzt noch nie eben so mit jemandem Sex gehabt, wo ich nicht in Love war, aber ich kann es mir aber auch nicht vorstellen, weil ich finde das so schwierig, den Gedanken, mich sexuell auf jemanden einzulassen, mit der Vorstellung, dass ich kein Gefühl habe. Das finde ich mega schwierig, nur schon mich fallen lassen und weil es ist ja irgendwie, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht meine Meinung, aber es ist so ein intimer Moment, wo ich keine Ahnung, gerade so, weiss auch nicht, zu mich fallen lassen, zu mich geniessen, zu mich entblößen nur schon und dann dabei wohlfühlen. Für das brauche ich einfach eine Person, wo ich eben, keine Ahnung, in Love bin und verbunden bin und weiss doch nicht, es klingt mega kitschig, aber ja, keine Ahnung. Also ich finde halt, so sollte es auch sein und ich glaube, viele wünschen sich das eigentlich auch. Ja. Und auch die Zeit, es braucht einfach Zeit und heute ist Zeit einfach ein fehlender Faktor in mega vielen Sachen. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, es gibt wirklich viele, die schon so mehr einfach so sind, sie wollen jetzt auch so einen Spass mal haben. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich einfach so ein bisschen Charaktersache. Eben, ich glaube, vielleicht diese jetzt auch weniger so, wäre es jetzt auch weniger, weil es einfach so schwierig zum Vorstellen ist. Aber eben, ich finde den Part auch spannend, ob es wirklich so ist oder ob es auch wirklich Leute gibt, die es so eher so betiteln, weil sie eigentlich Bindungsängste haben. So. Und eigentlich vielleicht sogar etwas ist, wo man sollte vielleicht das mal anschauen, weil es ja von irgendwo herkommt. Ich denke, wir sollten es viel anschauen. Jetzt werden wir noch so Therapeutin. Ich schwöre. Nein, aber sich selber mal analysieren und mal überlegen, hey, okay, wo struggle ich in meinem Leben, bei was für Situationen
docke ich immer wieder an, wo mich irgendwie triggern oder irgendwie, wo ich nicht weiterkomme. Das sind die Punkte, wo man irgendwie eine Blockade mal hat. Und das kann von Kind sein, das kann von irgendeiner Situation sein. Und ich finde es mega wichtig, dass man sich mit sich selber beschäftigt. Auf jeden Fall. Und an sich arbeitet, weil nur so kommst du auch weiter. Ja. Und eben, wir sind alles irgendwie Menschen, die so, blöd gesagt, geformt sind, wie wir jetzt sind. Und das kommt ja von irgendwo her. Und ich finde das auch selber mega spannend, mich so selber reflektieren, einfach weil so, wir haben ja wie so alle so eine Anleitung und jetzt müssen wir halt nur noch an die herkommen, um die uns selber lesen. Das klingt mega blöd, aber ich finde das eigentlich schon spannend. So. Das ist auch mega spannend. Ja. Alter, wir könnten gerade 3 Jahre einfach reden. Aber wir müssen nachher langsam irgendwann uns ready machen. Wir sind jetzt fast schon eine Stunde am Reden. Oh mein Gott. Ja, crazy. Und eigentlich keine Ahnung, wenn wir das schaffen, unsere Hirne sind, glaube ich, einfach so schon so. Ja, wir sind gerade so irgendwie müde und jetzt sind wir so in dem... Kennst du das, wenn du mit einer Kollegin übernachtest und dann hast du einfach so in der Nacht so, eigentlich müssen wir schlafen, jetzt haben wir einfach 3 Stunden lang einen Tag und wir können nicht einschlafen, weil wir so hyped sind zum Reden. Das genau jetzt fühle ich gerade. Egal, und irgendwie die ganze Zeit da. Also die Zeit ist da, geht so schnell vorbei und wir sind die ganze Zeit am Reden gefühlt. Ja. Also auch gestern, als Nadine heimgekommen ist und ich bin auch heimgekommen, dann haben wir uns so hier getroffen, am 12 Uhr in der Nacht. Und dann so 2 Stunden fast später, wir so, oh, ich wollte noch duschen, oh, ich wollte eigentlich schlafen, weil ich K.O. bin. Und ja, ich hätte eigentlich auch noch duschen. Egal. Duschen ist auch so ein Faktor, den man nicht so schafft. Den schafft man da wirklich nicht so. Es ist immer so, wir müssen duschen, es geht nicht, okay, machen wir morgen. Okay, ja, scheiße. Wir kommen einfach so jeden Tag zu spät. Ja, also wir stinken einfach alle. Nein. Nein, du stinkst nicht. Nein. Also gut. Okay. Nein, alles gut. Ey, aber wie hast du es jetzt gefunden, die Podcast-Folge? Also wie hast du gefunden, das ist deine erste Podcast-Folge? Das ist meine erste Podcast-Folge. Podcast-Folge. Aber du hast es mega gut gemacht. Ich finde, du hast super geredet. Und man möchte nicht, dass das deine erste Podcast-Folge war. Also, es fühlt sich an, als hättest du dich wohl gefühlt. Ja, also ich meine, hallo da unter dem also in diesem Bettchen. In diesem Hochbett. Mit dem Hochbett. Bequem. Am Kuscheln mit dir. Ja. Yeah. Was will man mehr im Leben? In Berlin. Fair. Nein, es war cool. Merci, dass ich hier sein. Bitte, bitte. Ja, schreib mal einen Kommentar, ob sie wieder mal... Also wir haben auf jeden Fall noch genug Themen zu reden. Schreib in die Kommentare. Und supporten sie ein bisschen. Yeah. Oh mein Gott, ja. Und, wirst du dabei jetzt auch mal einen Podcast selber zu machen? Oh, das ist gerade mega Pressure. Ich denke, nicht gerade in Zukunft. Also, mal so ein bisschen reden. Ich glaube, ich habe viel zu erzählen. Ja, auf jeden Fall. Aber mehr halt auch in einer anderen Form. Also eben das Thema Entwurzelung oder Wurzeln allgemein, das beschäftigt mich halt mega. Und ich möchte auf jeden Fall etwas mit dem machen. Also, das ist in mir inne. Und da wird sicher ein Austausch geben noch. Normal. Safe. Nach dem Sprachaufenthalt in Mexiko. Ja, hoffentlich. Das haben wir gar nicht gesagt, sie geht noch ein halbes Jahr. Also 4 Monate. Ja, sie will jetzt hier noch keine Pressure. Gut. Aber ist echt das Ziel mal. Gut. Dann gibt es wieder eine Podcast-Folge nach Mexiko. Yeah! Braun gebrannt, komme ich heim. Ja gut, also dann vergesst nicht, meinen Spotify-Kanal zu abonnieren. Schreibt in die Kommentare, wie cool dass ihr Sarai findet. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao zusammen. Tschüss.